Durch den Sündenfall kam es zu einer Trennung zwischen Gott und uns Menschen. Ich möchte das mal so sagen. Auf der einen Seite ist der heilige Gott und auf der anderen Seite dieser Trennwand sind wir Menschen. Momentan etwas über 8 Milliarden. Und jeder Mensch ist unterwegs, immer weiter weg von Gott zu gehen. Eigentlich mit jeder neuen Sünde entfernt sich der Mensch immer weiter weg von Gott. Da gibt es natürlich unterschiedliche Leute. Da gibt es Leute, die haben so große Sünden, dass die ganze Stadt das sehen kann. Wenn ich so über mein Leben nachdenke, das hat man mir wirklich angesehen, diese Alkoholsucht. Dann gibt es Menschen, die haben vermeintlich so kleine Sünden. Neid, Hass, Lügen, Stehlen. Das sieht man von außen nicht so gut. Aber Gott sieht es. Er sieht alles. Vor ihm sind wir wie ein aufgeschlagenes Buch. Dann gibt es Leute, wirklich anständige Menschen. Vorbilder in der heutigen Gesellschaft. Leute, die nie fluchen, hilfsbereit sind. Wirklich anständige Leute. Moralisch sehr gute Leute. Ich kenne viele solche Leute. Aber auch sie sündigen. Und die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn jetzt der Mensch so weiterlebt, eines Tages wird er sterben. Und dann geht er mit all seiner Schuld in die Ewigkeit. Und dort kommt er in ein Gericht. Jesus Christus wird der Richter sein. Die Bibel sagt, dort werden Bücher aufgetan. Da steht alles drin, was wir getan haben, was wir gesagt haben, auch was wir gedacht haben. Da gibt es keine Verhandlung mehr, sondern der Mensch fällt durch bei diesem Gericht und er kommt an einen schrecklichen Ort. Der Herr Jesus hat am meisten darüber gepredigt. Und er hat die schärfsten oder die schlimmsten Bilder benutzt, um die Leute zu warnen. Da, wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht erlischt, ewiges Heulen und Zähneklappen. Aber Gott will nicht, dass auch nur ein Mensch dorthin kommt. Die Bibel sagt in 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, 9, Gott will nicht, dass auch nur einer verloren geht, sondern dass sie alle zur Umkehr, zur Buße, zur Bekehrung kommen.